Auch ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen hier im Gottesdienst. Und auch vielen herzlichen Dank für alle Beiträge. Vielen herzlichen Dank der Jugendchor. Wunderschön. Wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. Wir sind im Römerbrief, Römer Kapitel 5, Vers 12 bis und mit Vers 21. Und das Thema heute lautet Tod oder Leben. Wir hatten miteinander die letzte Botschaft angesehen und haben gesehen, wie der Apostel Paulus gleich einem Jubelruf, wie er ausruft in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Grundlage dieses Friedens, wo der Paulus anspricht, haben wir gelesen in Römer 5, Vers 11. Weswegen haben wir Friede? Warum haben wir Frieden in unserem Herzen? Das sagt der Paulus, Römer 5, Vers 11. Wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung empfangen haben, weil wir mit Gott versöhnt sind. Oder jeder, der mit Gott versöhnt ist, der darf Frieden haben in seinem Herzen. Wir haben Frieden. Gott ist nicht mehr unser Feind. Wir dürfen zu Gott Vater sagen. Abba, Vater. Und nun kommen wir heute zu dem Thema Tod oder Leben. Und wir sollten uns das im Auge behalten. Um was geht es im Römerbrief? Der Römerbrief ist gleich einem juristischen Prozess. Wir sehen im Römerbrief, da sehen wir die Anklage. Wir sehen die Verteidigung, wir sehen die Schuldfindung, die Schuldspruch. Wir sehen dann aber auch, wie der Angeklagte, wie er verurteilt wird, aber dann wieder freigesprochen, resozialisiert. All das finden wir im Römerbrief drin. Und deswegen heute kommt der Apostel Paulus und er fragt ja, ist der Mensch überhaupt schuldfähig? Können wir etwas dafür? Wie kam die Sünde in die Welt? Das ist die große Frage hier in Römer Kapitel 5 ab Vers 12. Wer hat das Problem verursacht? Wer ist schuldig? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und Apostel Paulus, er nimmt diese Argumentation auf und er sagt gleich in Vers 12, und mit dem beginnen wir, wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie gerne aufschlagen, Römer Kapitel 5, Vers 12. Dort heißt es, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also wer ist schuld? Interessant, der Apostel Paulus, er benennt gleich Verantwortliche. Heute ist es ja so, dass man oft sagt, ja weißt du, da kann man nichts dafür. Weißt du, ich bin ein Bild, ein Abdruck meiner Gesellschaft, aber ich kann nichts dafür, ich bin so geworden. Paulus, er schlägt den Nagel auf den Kopf und er sagt, du bist verantwortlich. Paulus erweist die Schuld zu. Er sagt, wer die Folgen zu tragen hat, die Konsequenzen für das Fehlverhalten. Nun, wir kennen das doch alle. Wenn irgendetwas gemacht wird, nein, ich war es nicht. Gerade jetzt läuft so ein Prozess in unseren Medien, haben Sie vielleicht mitgekriegt. Ja, der kann doch nichts dafür. Wenn Kinder streiten, die Kinder, nee, ich bin es nicht gewesen, aber beide wollen das größere Stück Kuchen haben. Kennen Sie das auch von Ihnen zu Hause? Wenn man die Passanten auf der Straße fragt, wie sie zufrieden sind mit den Regierungen, da wird gleich mal angefangen zu schimpfen. Da wird gesagt, ja, wir müssen viel zu viel Steuern bezahlen, viel zu viel Straßenabgaben. Haben Sie auch gestimmt heute? Ich sage jetzt nicht, was ich gestimmt habe. Aber interessant, wir alle brauchen diese Straßen. Wir alle sind froh um einen Sozialstaat, aber wenn es ums Bezahlen geht, nee, das soll der andere machen, aber ich nicht.
Im Gericht, da weist der Angeklagte die Schuld von sich. Nein, ich bin nicht der Täter, ich bin im Grunde genommen das Opfer. Ich kann hier nichts dafür, dass ich so starke Triebe habe. Das liegt an meiner Erziehung, meine frühkindlichen Erfahrungen. Und es gibt sogar schon so Techniken, selbst in der sogenannten christlichen Seelsorge, dass man sagt, ja weißt du, als Baby bist du zu kurz gekommen. Ja, das gibt's wirklich. Es sind immer die anderen schuld, die Umstände. Aber ich kann doch nichts dafür. Paulus, er geht einen ganz anderen Weg. Er nimmt einen ganz anderen Ansatz. Seine Argumentation ist ganz anders. Er geht von dem Ansatz der Bibel aus. Und er sagt, wir sind verantwortlich. Wir müssen uns fragen, wo haben wir gefehlt? Wir müssen die Verantwortung für unsere Fehler auf uns nehmen. Wir müssen die Konsequenzen für unser Handeln müssen wir selber tragen. Deswegen sagte Paulus in Vers 12, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Ja, warum? Weil sie alle gesündigt haben. Wir sind schuld. Ich bin schuld. Ein jeder Einzelne von uns. Die Argumentationsweise des Paulus ist einfach und bestechend. Du kannst sagen, ja, nein, ich bin doch nicht schuld. Musst du sterben oder nicht? Wenn du sterben musst, dann bist auch du schuldig. Wenn du nicht sterben musst, wunderbar, dann hast du nie gesündigt. Aber weil du eben sterben musst, deswegen bist du schuldig. Paulus sagt ein ganz klares Urteil. Wir alle müssen sterben und weil wir sterben müssen, sind wir alle schuldig. Paulus sagt in Römer 6, ich greife noch etwas vor, Römer 6, 23, da sagt der Apostel Paulus, er sagt genau das Gleiche wie hier. Er sagt, denn der Lohn der Sünde, also was die Sünde bezahlt, ist der Tod. Der Gerichtsprozess des Römerbriefes sagt uns damit, wir haben ein echtes Problem. Wir haben ein Problem, denn es ist das Problem der Sünde. Es ist das Problem, dass wir schuldig wurden. Nun, Sie mögen vielleicht einwenden, aber ist doch interessant, warum kommt nun Paulus, nachdem er gesagt hat, Römer 5, Vers 1, so haben wir nun Frieden mit Gott. Warum kommt nun der Paulus und fängt uns an zu zeigen, dass wir schuldig sind? Weswegen? Wir können argumentieren und sagen, ja, wir sind doch mit Gott versöhnt. Aber warum kommt nun der Paulus? Weil der eine Tatbestand immer noch da ist. Es ist der Tatbestand der Sünde. Die Folge der Sünde ist immer noch da in unserem Leben. Und so geht nun Paulus und fragt, ja, wo liegt eigentlich die Ursache dafür? Wo liegt das Problem? Er stellt wie in einer Gerichtsverhandlung die Frage, wie kam es überhaupt dazu, dass der Täter zum Täter wurde? Wo liegt das Problem für sein Handeln? Warum verhält sich der Täter so, wie er sich eben verhält? Das sind alles die Fragen, die hier der Paulus stellt, ab Vers 12. Er sagt Folgendes, ich lese noch einmal Römer 5, Vers 12a, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, das Problem, das Paulus einkreist, das ist unsere Sünde. Das ist unser falsches Verhalten. Der Kern liegt nicht in unseren Umständen, nicht in unserer sogenannten falschen Erziehung.
Nicht in dem, dass wir vielleicht zu kurz gekommen sind, sondern das Problem liegt ganz tief innen, in unserem Herzen. Der Herr Jesus sagt es wie folgt. Er sagt in Markus 7, ab Vers 21. Da sagt der Herr Jesus, Markus 7, ab Vers 21, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, da kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Unser Problem sind nicht die Umstände, unser Problem sind wir selbst, unser Herz. Und genau auf das will Paulus eingehen. Er sagt, die Sünde, sie kam durch Adam. Und so ist die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen, zu dir und zu mir, ohne Ausnahme. Und weil wir alle gesündigt haben, werden wir eines Tages auch alle sterben müssen. Die logische Konsequenz für diese Sünde ist der Tod. Er hat bei uns allen Einzug gehalten. Wir alle sind vom Tode betroffen. Keiner kann diesem Tode entfliehen. Und somit muss Paulus sagen, wir alle sind schuldig im Sinne der Anklage. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer, kein einziger. Und Paulus fährt dann weiter und da sagt dann ab Vers 12b bis 14, und darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgegangen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Und dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit der gleichartigen Übertretung gesündigt haben, so wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Also hier sagt der Paulus, der Tod ist zu allen durchgedrungen. Dieser Tod, dieser schreckliche Tyrann, der unnachgiebig ist, der immer zu früh kommt, brutal, ohne Erbarmen, ohne zu fragen. Dieser Tod herrscht, und zwar seit es Menschen auf dieser Erde gibt, die in Sünde gefallen sind. Er herrscht in allen Gesellschaftsstrukturen. Der Tod herrscht über die Guten, wie auch über die Bösen. Der Tod herrscht. Paulus sagt, der Tod ist zu allen Menschen hindurchgelangt, weil sie alle gesündigt haben. Und der Paulus sagt sogar noch mehr, er sagt sogar, auch die, die kein Gesetz haben oder die das Gesetz haben, die moralisch mehr oder weniger gut leben, auch die werden sterben. Weil der Sünde Sold ist der Tod. Du magst dich noch so anstrengen, du magst noch so genannt perfekt sein und dennoch ist der Tod zu dir durchgedrungen. Der Tod herrscht über die, die die Bibel kennen, über die, die die 10 Gebote halten oder über die, die noch nie etwas gehört haben, mitten im Urwald von Papua-Neuguinea. Der Tod herrscht, weil sie alle gesündigt haben, weil wir alle im Sinne der Anklage, wir sind alle schuldig geworden. Du kannst sagen, ja, aber weißt du, ich kenne das Gebot Gottes nicht. Aber halt, wir alle sind moralische Wesen. Ein jeder weiß in seinem Herzen, dass es einen Gott gibt. Wir haben es gelesen in Römer Kapitel 1. Aber haben wir diesem Gott gedient? Haben wir ihn angebetet? Sind wir ihm nachgefolgt? Haben wir ihm die Ehre erwiesen? Paulus muss sagen, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir wissen um Gott und dennoch gehen wir eigene Wege.
Unser Gewissen weist uns auf einen Gott hin, aber wir schweigen und schlagen unser Gewissen tot. Und die um Gottes Wort wissen, sind sie ohne Schuld? Gott hat sich uns geoffenbart in seinem Wort und dennoch missachten wir dieses Wort. Gott sandte seinen Sohn und wir schlugen ihn ans Kreuz. Der Heilige Geist, er ist hier. Er redet zu unseren Herzen. Er wohnt sogar vielleicht in deinem Herzen, wenn du ein Kind Gottes bist. Und dennoch hörst du nicht auf seine leise Stimme. Und deswegen herrscht der Tod, ist zu allen durchgedrungen, von Adam bis Mose bis in unsere heutige Zeit. Denn alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Der Tod erherrscht mit aller seiner ganzen Brutalität. Ich weiß nicht, wie viele Menschen, seit es diese Erde gibt, schon gestorben sind. Es sind Milliarden und Milliarden. Der Tod erherrscht mit seiner ganzen Brutalität. Und immer wieder, wenn wir eine Beerdigung haben, dann müssen wir sagen, und hier hat der Tod wieder sein Werk vollbracht. Der Sünde Sold ist der Tod. Das will uns Paulus hier sagen, in diesen Versen. Aber dann kommt der Apostel Paulus und nachdem er dieses schreckliche Urteil gefällt hat, schuldig im Sinne der Anklage, da kommt er und sagt etwas Wunderbares. Wir lesen es ab Vers 15. Da sagt er, aber mit dem Sündenfall verhält es sich nicht wie mit der Gnadengabe. Etwas ganz anderes kommt nun. Wir sind alle dem Tod verdammt. Aber Paulus sagt, aber es verhält sich mit dem Sündenfall nicht wie mit der Gnadengabe. Zuerst muss Paulus sagen, der Tod ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Aber dann sagt er, aber halt, etwas anderes ist größer, etwas anderes ist besser, etwas anderes ist über alledem. Er spricht über die Gnadengabe in Jesus Christus. Die Gnade möchte das alles überdecken. Die Gnade ist größer, mächtiger, die Gnade. Und deswegen sagt Apostel Paulus, aber es verhält sich mit der Gnadengabe ganz anders als mit dem Tod. Gnade bedeutet, ganz kurz einige Gedanken darüber, was Gnade alles bedeutet. Also ich möchte gleich von vorneweg sagen, Gnade ist nie ein Regenschirm, wo ich darunter spazieren kann und tun und lassen kann, was ich will. Gnade führt vielmehr in ein Leben der Heiligung. Wenn ich die Gnade richtig erfasse, was es Gott gekostet hat, diese Gnade mir zu schenken, dann lebe ich unter dieser Gnade in Reinheit, Heiligkeit und Hingabe. Und so wollen wir einige Gedanken uns machen über die Gnade. Was ist Gnade? Paulus sagt, aber es verhält sich mit dem Sündenfall nicht wie mit der Gnadengabe. Etwas viel Besseres, etwas viel Größeres ist da. Gnade bedeutet, es ist Vergebung vorhanden, egal wie groß deine Schuld auch sei. Gnade bedeutet, du darfst angenommen werden an Kindesstatt. Gott will dein Vater sein. Wenn Menschen da sind, die nie eine Vaterbeziehung hatten, Gott will dein Vater sein. Das bedeutet Gnade. Ein Vater, der nie zu spät kommt. Ein Vater, der sein Wort hält. Ein Vater, der dich auffängt, wenn du von der Mauer runterspringst. Gott will dich annehmen an Kindesstatt, das bedeutet Gnade. Es bedeutet, Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Ich kann am Morgen aufstehen und Gott ist da. Ich kann durch den Tag gehen und Gott ist immer noch da. Ich kann am Abend müde ins Bett sinken und Gott ist immer noch da. Das bedeutet Gnade. Gnade bedeutet, ein sinnvolles Leben zu haben. Ich weiß, für was ich arbeite. Ich weiß, wozu ich Geld verdiene. Ich weiß, weswegen ich es wieder ausgebe.
Ich will seinen Namen verherrlichen. Ich will mein Geld einsetzen für seine Sache. Und wenn ich viel verdiene, wunderbar, dann brauche ich es für Gottes Sache. Klar, du darfst auch ein schönes Auto fahren, ist logisch. Aber das bedeutet Gnade, ein sinnvolles Leben. Gnade bedeutet, eine Hoffnung zu haben bei ihm in der Ewigkeit. Aber wisst ihr, was Gnade auch bedeutet? Gnade bedeutet, Gott gibt mir nicht das, was mir eigentlich zusteht. Wir haben gelesen in den ersten Versen hier, wir sind eigentlich dem Tode verdammt. Das wäre eigentlich unser Urteil. Nicht nur der Tod, nicht nur der leibliche Tod, sondern auch der geistliche Tod. Ewig getrennt sein von Gott. Ewige Verdammnis. Aber gerade das will uns Gott nicht geben. Er will uns die Ewigkeit schenken. Gott vergibt. Wir haben eigentlich wegen unserer Verdorbenheit die ewige Verdammnis verdient. Aber gerade vor dieser Verdammnis will uns Gott bewahren. Aber wisst ihr, was wir tun müssen? Wir müssen diese Gnade annehmen. Was nützt uns alle Gnade dieser Welt, wenn wir sie verwerfen? Wenn wir sagen, nein, ich will es nicht. Ich möchte mich an den Haaren aus dem Dreck der Sünde herausziehen. Ein jeder muss die Gnade selber annehmen. Kennst du diese Gnade? Wie gehst du mit dieser Gnade um? Kehren wir zu unserem Text zurück. Wir lesen miteinander Römer 5, Vers 15 noch einmal. Aber es verhält sich mit dem Sündenfall nicht wie mit der Gnadengabe. Wir haben gesehen, Paulus hat, bevor er auf die Gnade hinweist, hat er uns die Sünde aufgezeigt. In einem Gerichtsprozess, wie läuft ein Gerichtsprozess ab? Der Römerbrief, wir haben gesagt, gleicht einem Gerichtsprozess. Da muss doch zuerst einmal der Richter das Urteil fällen. Er muss den Angeschuldigten, wenn er schuldig ist, muss er schuldig sprechen. Er muss ihn verurteilen. 10 Jahre Haft, Todesstrafe. Und erst wenn das Urteil gefällt ist und erst wenn der Angeklagte das Urteil annimmt und sagt, ja, ich bin schuldig, wisst ihr, was er dann kann? Dann kann er ein Gnadengesuch stellen. Aber er muss zuerst sagen, ja, ich bin schuldig. Ich habe das Urteil verdient. Und dennoch möchte ich, dass Gnade vor Recht in meinem Leben zur Geltung kommt. Ein Gnadengesuch kann nur gestellt werden, wenn die Schuld aufgedeckt ist, wenn sie akzeptiert wird, die Schuld, wenn sie bejaht wird und wenn auch das Urteil, nämlich das Todesurteil, hier in Römer Kapitel 5, Vers 12 bis 14, wenn dieses Todesurteil, wenn das wirklich auch bejaht wird, wenn gesagt wird, ja, ich bin schuldig. Und wenn ich dieses bejahe, dann kann ich zu Gott kommen und kann bei ihm ein Gnadengesuch stellen. Ein Gnadengesuch, eine Begnadigung setzt eine rechtskräftige Verurteilung voraus. Das ist doch das Thema des Römerbriefes. Im ganzen Römerbrief, Kapitel 1 bis 5, dann wird uns gezeigt, wer wir sind. Wir sind schuldig geworden vor Gott. Gottes Geboten können wir nie und nimmer entsprechen. Wir können uns vielleicht selber rechtfertigen, aber das bringt uns nichts. Wir können die Schuld auf andere schieben. Wir können mildernde Umstände geltend machen. Das können wir alles. Wir können auch die Schuld bagatellisieren. Aber wir können nur ein Gnadengesuch bei Gott stellen, wenn wir unsere Schuld eingestehen. Wenn wir sagen, ja, ich bin ein Sünder. Und ich verdiene eigentlich die ewige Verdammnis. Aber Gott sei du mir in deiner Gnade gnädig. Lass Gnade vor Recht ergehen. Und das kann er, weil er das Recht am Kreuz von Golgatha hat auch wirksam werden lassen. Er hat das Recht an seinem Sohn in Jesus Christus zur Geltung gebracht. Und deswegen kann er jetzt über deinem Leben keine Gnade walten lassen.
Und deswegen sagt der Apostel Paulus in Römer 15b, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil worden. Wisst ihr, es muss nicht die Sünde das letzte Wort haben, nicht der Tod muss das letzte Wort haben, sondern ein anderer, ein stärkerer. Nicht der Tod muss als schlussendliches Schicksal triumphieren. Nein, Gott will Gnade walten lassen über deinem Leben. Und deswegen sagt der Paulus, und ich höre ihn so triumphierend ausrufen, wie viel mehr denn? Gott will, dass wir leben. Gott will, dass wir mit Jesus Christus herrschen. Gott will, dass wir ein Überwinderleben führen. Gott will, dass wir ein Leben führen, ihm zu ehren. Und deswegen sagt Paulus, wie viel mehr. Dieses wie viel mehr ist Gottes Antwort auf unsere Unzulänglichkeit. Es ist der Triumph des Gekreuzigten in unserer Schwachheit. Es ist Gottes Antwort auf unser Elend. Die Gnade, die soll und sie darf dein Leben bestimmen. Aber was machst du mit dieser Gnade? Nimmst du sie an? Akzeptierst sie? Aber das kann nur geschehen, indem du zustimmst, dass du ein Verbrecher bist, dass du ein Sünder bist, dass du schuldig geworden bist vor Gott. Nur wenn ich Ja sage zu meiner Verlorenheit, dann kann ich auch ein Gnadengesuch stellen beim Herrn Jesus. Ich habe folgende Geschichte gelesen, die spielte in Russland zur Zeit der Zaren. Und jedes Mal, wenn ein Zar gekrönt wurde, also ein neuer Zar eingesetzt wurde, dann galt die Sitte, dass der Zar vielen Verbrechern das Leben schenkte, dass er einen Gnadenerlass erließ. Und so war wieder ein neuer Zar in Russland gekrönt worden. Und der Bote mit diesem Gnadenerlass war unterwegs in die Weiten Russlands, um den Gefangenen in den Kupferbergwerken ihre Freiheit zu verkündigen. Jeden Tag noch schwankten diese Arbeiter, in ihre Bergwerke, immer noch gefesselt, gekettet. Sie waren Verbrecher. Und endlich kommt dieses Gnadenerlass. Und der Gefängnisdirektor liest es ihnen vor. Aber es scheint so, wie wenn sie es gar nicht kapieren. Sie sind schon so abgestumpft. Sie merken gar nicht, der Zar, er will uns das Leben, die Freiheit schenken. Wir dürfen zurückkehren in unsere Familien. Erst mit der Zeit, nachdem dieser Direktor noch einmal sagt, ihr seid frei, ihr dürft gehen. Erst endlich, dann dringt es ihnen ins Herz. Und sie können kapieren und erfassen, was es bedeutet. Gnade ist uns widerfahren. Aber da ist eine Gruppe, die will dieses Gnadengesuch nicht. Der Direktor fragt hier, habt ihr nicht gehört, der Zar schenkt euch das Leben. Ihr habt einen Gnadenerlass. Ihr seid begnadigt, ihr dürft zurück zu eurer Familie. Und einer dieser antwortet für die ganze Gruppe, wir sind Anarchisten. Wir sind Todfeinde des russischen Zaren. Dafür sind wir verbannt. Und wir wollen von einem Zaren keine Gnade. Wir wollen nur die Freiheit, diesen Zaren hassen zu können bis ans Ende unseres Lebens. Was tust du mit Gottes Gnade in deinem Leben? Du kannst dieses Gnadengesuch Gottes, kannst du annehmen, diesen Gnadenerlass. Du kannst ihn auch abweisen. Du kannst Ja sagen. Du kannst akzeptieren, ja, ich bin ein Sünder. Oder du kannst auch anarchistisch denken und sagen, nee, diesen Gott, auf dessen Gnade bin ich nicht angewiesen. Es ist deine Entscheidung. Gottes Geschenk der Gnade steht jedem offen. Gottes Gnade spricht einen jeden gerecht, der sein Angebot annimmt. Und deswegen sagt der Apostel Paulus in Vers 16b, denn die Gnadengabe wird trotz vieler Sündenfälle zur Rechtfertigung.
Diese Gefangenen in Sibirien, egal was sie getan hatten, das interessierte den Zar nicht mehr. Er hatte das Gnadengesuch geschickt. Sie durften gehen, egal was du getan hast. Gottes Gnade gilt dir. Gottes Erlösung möchte deine Schuld vergeben. Und deswegen sagt Paulus noch einmal, es ist so richtig dieses jüdische Denken auch, immer wieder schlägt er mit dem Hammer auf den Nagel, immer wieder, damit dieser Nagel wirklich sitzt. Er sagt und er wiederholt sich und er sagt auch noch einmal in Vers 17, denn wenn infolge des Sündenfalles des einen der Tod zur Herrschaft kam, also er erinnert noch einmal daran, wir sind alle in dem Tod verpflichtet, wir sind alle gefangen in dieses Todesbanden. Aber über alledem steht etwas anderes. Ein Stärkerer möchte das Machtwort sprechen in deinem Leben. Und so sagt er, denn wenn infolge des Sündenfalls des einen der Tod zur Herrschaft kam, und hat dieser Tod nicht geherrscht über all diese Jahrhunderte? Hat dieser Tod nicht geherrscht und seine Spur über diese ganze Erde gezogen? Mit Not, Tränen, Leid und Verwüstung? Aber da tritt plötzlich ein anderer auf, einer, der stärker ist. Ein Stärkerer spricht das Machtwort. Römer 5, 17b. Zuerst noch einmal sagt der Paulus, denn wenn infolge des Sündenfalls des einen der Tod zur Herrschaft kam, seine blutige Spur zog, und dann sagt er, wie viel mehr aber werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch Jesus Christus. Nicht der Tod soll das letzte Wort haben, Jesus. Jesus ist immer größer. Aber wem unterstellst du dein Leben, wessen Herrschaft? Der Sieger ist Jesus Christus. Und jeder, der will, er darf mit Gottes Gnade in seinem Leben herrschen. Er darf mit dem Herrn Jesus unterwegs sein. Paulus sagt, wie viel mehr werden die, welche sich Jesus unterordnen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Damit möchte Paulus sagen, wir müssen nicht mehr der Sünde dienen. Der Tod ist zwar noch Realität, wir alle müssen eines Tages gehen, aber jetzt schon darf das Leben, welches Jesus in dich hineingelegt hat, darf jetzt schon zum Tragen kommen. Keiner muss mehr der Sünde Knecht sein, keiner muss mehr ein Spielball des Teufels sein, keiner ein Getriebener seiner Lüste. Wir dürfen mit Jesus herrschen. Wie viel mehr dürfen wir im Leben herrschen mit Jesus Christus? Wem hast du dein Leben unterstellt? Vergiss nicht, du bist dem unterstellt, von dem es heißt, in Kolosser 2, Vers 15, er hat die Mächte und die Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Paulus, er geht in seine Gedanken weiter. Und dann sagt er in Vers 18, also, wie der Sündenfall des einen zur Verurteilung aller Menschen führte, so führt auch das gerechte Tun des einen alle Menschen zur lebendig bringenden Rechtfertigung. Paulus, er nimmt den Sack und bindet ihn zu. Und dann sagt er, also wenn du wirklich unter der Herrschaft Christus bist, wenn er dein Meister ist, also er bindet den Sack zu und sagt, dann führt das gerechte Tun des einen alle Menschen zur lebendig bringenden Rechtfertigung. Also wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, und deswegen sagt Paulus, also entscheide dich, wenn du ein Kind Gottes bist, lebe entsprechend. Aber also, wenn du kein Kind Gottes bist, kannst du leben und tun, was du willst. Aber die Sünde ist der Tod. Aber also, wenn du ein Kind Gottes bist, lebe entsprechend. Die Sünde führt in die ewige Verlorenheit. Aber in Jesus Christus, weil du Vergebung empfangen hast, weil du versöhnt bist mit Gott, weil du vor Gott gerechtfertigt bist, weil du ein Leben aus seiner Gnade empfangen hast, darum also führe nun ein Leben der Gerechtigkeit. Die ganze Tragweite
führt Paulus uns noch einmal vor Augen. Noch einmal sagt er, und noch einmal schlägt er mit seinem Hammer auf diesen Nagel. Noch einmal Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Paulus möchte damit sagen, entscheide dich richtig. Der eine hat sich entschieden und eine Spur der Verwüstung hinter sich hergezogen. Aber Jesus, der Mächtige, ist gekommen. Und nun entscheide du dich. Und so sagt Paulus, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Entscheide dich richtig. Entscheide dich für Jesus. Paulus geht weiter. Und noch einmal fügt er etwas ein. Vielleicht sind es Menschen hier, die denken, ja weißt du, ich brauche eigentlich diese Gnade gar nicht. Weißt du, ich bin doch gut, tue recht, scheue niemand. Ich pilgere nach Rom, ich faste, ich halte die Gebote. Genau dieser Gedanke sieht Paulus voraus. Und deswegen sagt er in Vers 20a, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Sünde voll würde. Der Paulus hatte die Menschen vor die Entscheidung gestellt. Entscheide du dich. Entscheide dich für die Vergebung. Entscheide dich für die Versöhnung, für die Rechtfertigung. Entscheide dich für ein Leben aus Gottes Gnade. Entscheide dich für eine Zukunft bei ihm im Licht. Und jetzt kommen Menschen und sagen, weißt du, ich halte die Gebote. Ich muss mich gar nicht vor Gott rechtfertigen, denn ich bin ja gut. Ich halte die Gebote. Aber wisst ihr, Paulus möchte damit uns etwas aufzeigen. Allein das Vertrauen auf Gottes Tat am Kreuz von Golgatha spricht hier vor Gott gerecht. Das Gesetz ist daneben hereingekommen. Schon vor dem Gesetz waren die Menschen Sünder. Schon vor dem Gesetz sind die Menschen gestorben als Folge der Sünde. Das Gesetz kam, um uns die Sünde noch aufzuzeigen, um zu zeigen, wie schlimm die Sünde ist, wie weit entfernt wir von Gott sind. Und deswegen gibt Gott das Gesetz, damit wir uns erkennen, dass wir es gar nie halten können, dass es unmöglich ist. Du bist kein Münchhausen und du kannst dich nicht an deinen Haaren aus dem Sumpf der Sünde rausziehen. Unmöglich. Vor Gott kann kein Mensch durch das Halten eines Gesetzes bestehen. Das Gesetz ist hereingekommen, damit das Maß der Sünde voll würde. Die Sünde war vorher schon da. Aber je mehr Gesetze es gibt, je voller wird dieses Akt der Sünde. Je mehr wir Gesetze aufladen unseren Kindern, je weniger können sie sich halten. Je mehr Gesetze da sind, je mehr zeigt es, wer wir wirklich sind. Verlorene Sünder. Wir brauchen Gnade. Das Gesetz, noch einmal, hat seine Berechtigung. Aber das Gesetz kann mich nie erlösen. Das Gesetz zeigt mir, dass ich es gar nicht kann. Und wie habe ich mich als Jugendlicher bemüht? Ich wollte gut sein vor Gott. Es geht nicht. Ich wollte den Maßstab erfüllen, der an mich angelegt wurde. Ich konnte es nicht. Das Gesetz ist daneben hereingekommen, damit wir anfangen, nach einem Erlöser zu schreien. Ich brauche einen, der mir hilft. Das Gesetz ist daneben hereingekommen, um unsere Verlorenheit aufzuzeigen. Das Gesetz ist gekommen, um Gottes heiligen Anspruch aufzudecken. Das Gesetz ist gekommen, um zu zeigen, dass wir es alleine nicht können. Aber dann geht Paulus weit und sagt, dieses Gesetz ist daneben herbeigekommen. Ja, aber weswegen? Und er fährt weiter, damit die Gnade überreich werde. Etwas, das viel größer ist, viel mächtiger. Nicht das Gesetz, nein, die Gnade. Größer als unser Versagen, größer als der Anspruch des Gesetzes, größer als all das ist immer die Gnade Gottes, welche erschienen ist
in Jesus Christus. Unter der Gnade sollen wir dann lernen zu herrschen. Und deswegen sagt Paulus in Vers 21, auf das, so wie die Sünde geherrscht hat im Tode, nun auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus. So wie du der Sünde gedient hast, unterstelle dich täglich der Gnade Gottes, seiner Führung, seiner Leitung, seinem Nahesein, seinem Wort. All das ist Gnade. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend aller Menschen. Ja, wer ist diese Gnade? Es ist kein Regenschirm, es ist eine Person. Diese Gnade ist niemand anders als Jesus Christus. Du kannst nicht von Gnade reden und denken, ich kann jetzt machen und tun, was ich will. Gnade bedeutet, ich bringe mein Leben in Übereinstimmung mit Jesus Christus. Und dann sagte Paulus, und nun sollen wir herrschen aufgrund dieser Gnade. Überfließend. Und noch einmal lese ich Römer Kapitel 5, Vers 21. Auf das, gleich wie die Sünde geherrscht hat im Tode, nun auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu einem ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus möchte mein Leben bestimmen. Jesus möchte das, was er gesiegt hat am Kreuz von Golgatha, möchte er auch anwenden in meinem persönlichen Leben. Die Frage stellt sich, stellst du dich dieser Gnade, stellst du dich dieser Person? Dann darfst du lernen, mit Jesus Christus zu herrschen. Im Alltag, immer wieder neu. Wie denn das geht, wie man das umsetzt, wie das ganz praktisch wird, da kommt dann der Apostel Paulus, kommt dann zu sprechen in den folgenden Kapiteln. Also wir haben noch einiges vor uns. Aber kommen Sie, hören Sie, Gott möchte, dass Sie herrschen dürfen durch Jesus Christus. Amen. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, wenn wir uns selber betrachten, dann müssen wir sagen, wir können es nicht. Es ist unmöglich. Du sagst uns in deinem Wort, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Aber gleichzeitig bietest du uns auch die Gnade an. Aber ich kann dieses Gnadengesuch nur stellen, wenn ich akzeptiere, dass ich ein Sünder bin. Dass ich Begnadigung gebrauche, dass ich Begnadigung nötig habe. Und so, Herr Jesus, kommen wir zu dir. Herr Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen deine Begnadigung. Und danke dafür, dass du uns auch gerne begnadigst. In deinem Sohn, Jesus Christus. Weil du Gerechtigkeit gewirkt hast am Kreuz von Golgatha. Und Herr Jesus, darüber preise ich dich und bete dich an. Und Herr Jesus, wenn Menschen heute da sind, die wissen, ich sollte eigentlich mit meinem Leben zum Herrn Jesus kommen, dann schenk, dass diese Menschen, Herr Jesus, heute zu dir kommen. Dass sie ihr Leben mit dir in Ordnung bringen. Und Herr Jesus, darüber preisen wir dich und beten dich an. Amen.